Du sitzt am fucking Staraptor und machst so einen Scheiß ab. Was bist du für ein Lappneck? Du bist hier Top Ranger. Wir dringen tiefer in das alte Gebäude ein. Und da ist er. Oder die Gelbgemme, stimmt. Da ist sie. Die Gelbgemme. Hier ist sie. Okay, das hätte den letzten Part auch noch machen können. Also, wenn es so spektakulär sei, geil. Gelbgemme. Jetzt können wir den Schattenkristall komplett außer Gefecht setzen. Wir müssen da erstmal nach oben gehen irgendwie und die Barriere durchbrechen. Jetzt haben wir alles, was wir für Operation Lumino benötigen. Exakt. Und ich hätte gern dem Strahlemann auf die Fresse geben. Und es gibt immer nur diesen komischen Big Boss, der so mysteriös ist. Vielleicht ist es ja Strahlemann. Ranger, bitte rette Professor Albert. Professor Alberts Schwester Melodia wird als Geisel festgehalten. Sie drohen damit, ihr weh zu tun, damit der Professor tut, was ihm befohlen wird. Er wird gezwungen, die letzten Feineinstellungen an der Software des Turms vorzunehmen. Das wissen wir schon, deswegen sind wir da. Professor Albert befindet sich im 10. Stock. Er ist der jüngste und hellste Stern unter den Wissenschaftlern unserer Firma. Oh, tut mir leid, ich muss euch noch diesen Durchgang öffnen. Bin schon dabei. Also sehen wir mal, der Durchgang ist blockiert. Das stimmt, der, genau. Ja, jetzt gehen wir durch. Schön, dankeschön. Der Durchgang ist nicht mehr blockiert. Ihr könnt nun ins 10. Stockwerk. Wir haben uns zu sehr in unsere Forschungen vergraben und sind blind für unser Handeln geworden. Wir haben nicht erkannt, wofür unsere Forschung tatsächlich benutzt wurde. Wir bedauern, es ist zwar zu spät, aber... Na, alles gut, Leute. Ey, Junge, ey, es ist noch nicht zu spät, alles ist gut. Wir sind ja im 9. Stock, was man hier an dieser schnieken 9 erkennt. So, Albert. Huh? Schon wieder ein Stromausfall? Ich kann überhaupt nichts sehen. Ah, ein Haufen Admins. Nachtschatteneinheit. Liebe Ranger, dies hier ist ein Hinterhalt. Jetzt werdet ihr sehen, was ich von der Sache im Fahrstuhl halte. Der Typ aus dem Fahrstuhl. 5 Weberrack? Da haben wir aber so miesere Dinge verbrochen. Und ja... Na. Ich nutze die zweite Aufladung. Ja, ist schon lustig. Komm. Das gibt's nicht, das gibt es nicht. Ich möchte alle auf einmal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lustigerweise war das gerade der schwierigste Kampf. Der war ja so scheiße. Und das war trotzdem ein A-Rang. Das war so weird. Das war ein richtig beschissener Start in den Part. Ich hoffe, du hast es gut zusammengeschnitten, Mare, in der Zukunft. Sonst bin ich sauer. Ja, wir haben die Gelegenheit verpatzt. Rückzug. Albert. Ah, ich lauf genau ein, Alter. Was ist denn... Wow! Müssen wir die da rausholen? Zerschneiden 4. Wir haben Zerschneiden 4 dabei. Lol, mir ist gerade aufgefallen, die haben sogar Kolektroball. Dann fangen wir direkt mit uns. Das war ja lustig, wenn wir das jetzt vergessen hätten. Aber so nicht. Ja, macht's echt lustig. Zweite Aufladung, ist klar. Ja, es ist so dumm. Immer wieder schwer. Immer wieder schwer zum Thema. Also wenn hier schon mal die Blitzfähigkeit zum Heulen ist, dann machen wir das auch. Oder warte mal. So ein Scheiß. Es ging um so eine Bodenplatte. Das haben wir natürlich noch nicht gewusst. Aber wir nehmen die natürlich Akklimit. Ah, perfekt. Und das haben wir schon wieder. Richtig gehandelt. Wir brauchen Blitz. Und natürlich auch gleich nochmal Zerschneiden 4. Das haut heute ab Soul, Gott sei Dank. Machen wir Hell Elektrik. Wir müssen das Ampharos rausholen. Haben wir schon Ampharos? Nicht, oder? Und die nächste Bodenplatte geht weg. Wo ich immer noch nicht weiß, wo, aber ich glaube, so heftiges Rätsel wird jetzt nicht kommen. Okay, was befindet sich hinter der mittleren Tür? Das ist Albert. Was macht ihr da? Das war Alberts Stimme. Albert! Wir sind hier, um dich zu befreien.
Hey, Bodo, Mare. Albert, kümmert dich deine niedliche kleine Schwester überhaupt nicht? Beeil dich und stimme die Systemsoftware endlich richtig ab, damit wir Altros Geburtstagsparty zu einem vollen Erfolg führen. Macht die scheiß Tür auf, verdammt! Funktioniert nicht, sie will nicht aufgehen. Sieht aus, als würde sie sich nicht mal öffnen, wenn man die Fähigkeit eines Pokémon einsetzen würde. Was soll ich nur tun? Erstmal Voicemail, das ist richtig gut. Oder Urs kommt einfach rauf. Das ist natürlich auch geil. Voicemail, Urs hier. Die Nachtschatten im Erdgeschoss wurden alle festgenommen. Wir wollen nach Havelbrück aufbrechen, um dem Ärger dort Einhalt zu gebieten. Gebt Bescheid, wenn ihr irgendetwas braucht. Urs bekannten Tigrotbraucher. Hey Mare, mir kommt so eine Idee. Vermutlich ist das die schnellste und einfachste Möglichkeit. Ich setze mich mit Urs in Verbindung. Tatsächlich. Das ist geil. Ey, ist geil, dass ihr da unten hier die Lage einfach unter Kontrolle habt. Voicemail, wer spricht da? Tut mir leid, dass ich mich sofort melde. Urs, wir müssen mal uns deine Kräfte ausleihen. Meine Kräfte? Wenn ihr etwas Schweres getragen haben wollt, bräuchtet ihr eher die resolute Ute. Ist es das, was ihr braucht? Oder meint ihr meine berühmte Fähigkeit? Das ist es, genau die brauchen wir. Wir sind sehr nah an Albert, aber wir kommen nicht ganz an ihn heran. Verstanden, bin unterwegs. Wo genau steckt ihr beide? 10. Stockwerk? Okay. Friedrich, ich muss noch rasch etwas erledigen. Du hast dir das Kommando, solange ich weg bin. Okay, Abfahrt. Es ist geil. Wir sind wieder im Geschäft. Okay, währenddessen den anderen Raum abchecken, bitte. Wie ich uns kenne, ist er in ungefähr 5 Sekunden hier. Darauf könnte ich wetten. Mare, Bodo! Yo, he's fucking fast. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Wir mussten doch gar nicht warten. Diese Tür hier? Zugegeben, ein Brocken von einer Tür. Das muss man ihnen zugestehen. Altro macht keine halben Sachen. Ziel beseitigen! Nichts. Wenn diese Tür der Feind wäre, würde ich ihm die Hand dafür schütteln, so zäh zu sein. Maro Bodo, helft mir dabei. Was? Na, ich bin noch nicht bereit. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Genau, perfekt. Okay. Jetzt wissen wir, dass dahinter nur mal ein bisschen mehr abgeht. Und außerdem ist mir das lieber, wenn wir jetzt erst mit da drüben den Raum abchecken. Ah, perfekt. Okay. Never mind. Ja, ich sage schon nichts mehr. Bist du bereit? Jawohl. Komm, Urs. Du an unserer Seite. Also dann, los geht's. Ranger-Pose. Ziel. Uah! Da ist Albert. Da ist Melodia. Ziel. Uah! Keine Ahnung, warum ich das Nummi sagen müssen hab, aber okay. Keine Bewegung, Nachtschattenschurken. Mario, Bodo. Ranger? Für diese Tür kriegt die Vereinigung eine Rechnung. Aber ihr seid sowieso zu spät dran. Wenn auch nur um 1 Minute. Euer Albert hat gerade die letzten Einstellungen an der unglaublichen Maschine vorgenommen. Gute Arbeit beim Optimieren der Systemsoftware, Albert. Und nun brauchen wir dich nicht mehr. Weißt du, was das bedeutet? Aber natürlich weißt du das. Du bist schließlich ein Wunderkind. Albert! Melodia. Das gilt natürlich auch für euch, Einbrecher. Jetzt ist euer Ende gekommen. Ich sieg schon. Let's go. Oh. Aha, gleich 3. Luxra, Gewaldro und Simsela. Okay, da werden wir ein bisschen... Natürlich nicht gleichzeitig, Olle. Fanger keiner. Komm, machen wir jetzt mal wieder ein bisschen an Kreis, weil sonst haben wir ein Problem. Ist schon hart nervig. So, erst mit Gewaldro. Dann natürlich Luxra. Ja, genau, jetzt kommst du auch nochmal Elektroball, oder? Ja, moin. Alter, bist du nervig. Ey, so wirklich.
Ja, man merkt, dass man jetzt langsam ins Finale kommt. Weil einfach, die Pokémon sind so nervig mittlerweile. Alter. Goddamn. Oh, stimmt, wir haben es im Sinne gar nicht gehabt. Teleport, wie nützlich. Das kann nicht sein. Das bedeutet es also, stark zu sein. Wir haben nun keine Wahl mehr. Wir müssen zur letzten Maßnahme greifen. Wegrennen. Ja, genau, das kennt ihr am besten. Warte jetzt, lass mich nicht mit denen allein. Langsam. Das Ende ist noch nicht mal in Sicht. Dieses Drama hat gerade erst begonnen. Albert. Melodia. Urs. Mario und Bodo. Ich habe das üble Programm fertiggestellt. Spar dir das. Kümmert uns nicht. Du und Melodia sind sicher. Das ist uns am wichtigsten. Von hier ab werden wir Ranger die Sache in Ordnung bringen. Dann komme ich mit. Ich kenne mich in den Türmen über uns ziemlich gut aus. Und um die Barriere auszuschalten, müsst ihr mit spezieller Software fertig werden. Ich weiß, was zu tun ist. Nehmt mich mit. Wenn ich euch behindere, merke ich es und werde versuchen, euch nicht im Weg zu sein. Ja, das ist natürlich perfekt, weil genau das habe ich vorher gemacht. Wir müssen irgendwie hochkommen und die Barrieren wegmachen. Dann wäre das ja geklärt. Diese ganze Operation ist nur wegen Albert zustande gekommen. Ich würde sagen, er hat das Recht, bis zum Ende dabei zu sein. Ich bringe Melodia nach Havelbrück in Sicherheit. Das bedeutet zwar, dass ich diese Clowns von vorhin mitschleifen muss, aber das ist schon okay. Mario, Bodo und Albert. Der Erfolg von Operation Lumino liegt jetzt in euren Händen. Dann wollen wir mal, Melodia. Hier geht es lang. Danke euch allen. Albert, wenn das alles vorbei ist, verbringst du viel mehr Zeit mit mir. Versprochen? Okay, komm mit, Melodia. Wir bringen die Horn und die anderen regeln das schon. Wir retten einfach mal die komplette Region Almia. Komm, Albert, wir müssen los. Meine Knie zittern, aber das kommt nur vom Adrenalin. Schlaukopf. Okay, geil. Jetzt gehen wir weiter rüber, oder? Nächster Stock. Immer weiter nach oben. Ranger! Ranger? Was, Ranger? Ja, Ranger! Ranger, wie? Dieser lästigen Ranger! Alter, wie viel Admins habt ihr denn noch? Angriff! Jo. 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 Das geht wieder wesentlich besser. Blub, blub, blub. Es ist noch nicht vorbei. Da setzen wir glatt noch einen drauf. Nummer 3 Pionscorer. Ah, Bronzel. Er kennt man am Sound, ja. Der war ziemlich unique in dem Hippoterus-Tempel. Oh, ja, stimmt, was war denn das nochmal für Attacke? Die war giga heftig, oder? So im Main-Game. Und fertig. Tja, was macht sie jetzt? Es schon langsam wird es hier langweilig. Komm, wir brauchen hier die Bosse, wir müssen mal weiter. Wir hatten die zahlenmäßige Überlegenheit, es ist frustrierend, aber Rückzug. Und wieder läuft sie davor. Was kennt sie eigentlich noch? Pressure Rhyme, yo. So, Albert, mach mal bitte auf. Der Durchgang ist nun blockiert. Der Durchgang zum Dach muss geöffnet werden. Schlüsselkarte durch, kring, fertig. Ranger, genau, Ranger. Was, Ranger? Ranger! Ja, Ranger! Ich hasse die Ranger! Was glauben die eigentlich, wer die sind? Diese Ranger! Ranger, mach mir keine Angst! The fuck? Ja, Albert, mach mal bitte auf, wir kümmern uns hier um die. Das wird eure letzte Schlacht, da könnt ihr euch sicher sein. Heute werdet ihr verlieren. Danach kriegt ihr auf allen Vieren. Das glaube ich kaum. Mit Blubellas! Ihr kämt jetzt mit 3 Blubellas in die Schlacht, ja? Naja, komm. Machen wir wieder separiert. Alter, jo, chill's mal. Mann. Fuck nicht ab, Alter. Komm schon. So, jetzt machen wir fertig. Kein Bock mehr. So, nämlich hier. 69. So, und wir sind ganz knapp vom Level up. Das war natürlich auch wieder schmackhaft, gell? Alles mitnehmen. Sämtliche Erfahrungspunkte nur mitnehmen. Hier, bevor wir einen dicken Boss kriegen. Wie wäre es damit? Noctuska.
Okay, mal schauen. Also Noctuska kennen wir noch im Spiel noch nicht so lang. Aber momentan werden wir gerade gut Damage allgemein verteilen. So, wir können den gleich mal tüten. Und währenddessen Damage bei den anderen komplett verlieren. Yeah. Alter. Es tut so weh mittlerweile. Und da ist das Level Up. Yeah. So, jetzt kennen wir den nächsten nochmal. Aber jetzt meinen wir es ernst. Mensch, Leute, ihr langweilt's langsam. Ja, jetzt kennen wir die Evoli-Entwicklungen ins Spiel. I see. Die sind zwar cool, aber bringen euch jetzt nicht viel. Oh, scheiße, die werden aber hart nervig, fällt mir auf. Naja, dann machen wir mal sowas hier. Das war die absolut richtige Entscheidung, Herr What the fuck? Ah, okay. Komm, mach mal nur mal ein bisschen. Komm, mach sie jetzt raus hier. Und blub. Geist macht fucking viel Damage. Ist das mir aufgefallen gerade? Ja klar, man muss den Finisher-Kreis dann direkt ziehen ums Pokémon. Aber so ist es eigentlich gar nicht dumm. Da kannst du richtig schnell Damage machen. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Wir sind nicht schwach, überhaupt nicht. Sie sind einfach zu stark. So, haben wir es jetzt. Da, offen. Lass uns in Bewegung bleiben. Gute Arbeit, Albert. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, schnell. Bevor wir die Dummheit damit durchstellen. Perfekt, wir sind oben. Zumindest ganz knapp. Ich werde Professor Hastings informieren. Voicemail. Ich bin es, Hastings. Hastings, sage ich. Urs hat mir schon einiges mitgeteilt. Exzellente Arbeit, ihr alle. Ich lasse euch einen Staraptor schicken. Udo, du nimmst mit der Gelbgemme darauf Platz und fliegst los. Schließe dich Cyber und Valara an, die über euch auf Abruf ihre Kreise ziehen. Genau, perfekt. Das wird die Agro sagen. Das ist der Move. So, danke Staraptor, das ist schnell gegangen. Pass ja auf da oben. Was ist das denn für ein Gefühl? Ich bin so aufgeregt, dass ich es, ja, nicht mit Worten ausdrücken kann. Oh, Lavana. Aufgeregt? Ich bin so unglaublich gespannt, dass man es nicht mit Worten ausdrücken kann. Leg los! Pass auf! Oh! What? Bro, du sitzt am fucking Staraptor und machst so einen Scheiß auf. Was bist du für ein Lappnick? Du bist hier Top Ranger. Die Gelbgemme nehmen wir dann wieder. Vielen Dank auch. Bro, Alter. Was? Die unglaubliche Maschine wurde bereits aktiviert? Oh klar, verstehe. Sie soll sich langsam auf 100% hocharbeiten. Diesen Punkt erreicht sie, wenn das Datum um Mitternacht wechselt. Ich gehe zurück in den Barrierekontrollraum. Mädels, ihr kümmert euch um die unartigen Kinderlein. Blamiert euch nicht wieder. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Lady Lavana. Ja, die purpurrote Einheit, die Konix. Dieses Mal gibt es keine Fehlschläge. Wenn wir es diesmal vermasseln, wird die purpurrote Einheit in Schande aufgelöst. Oh, Gardevoir. Haben wir jemals Gardevoir gesehen? Nimm das. Gardevoir haben wir doch noch gar nicht gesehen, oder? Ist doch übel geil. Boah, das eklige. Ja, hör mir auf jetzt. So, erst Bescherungs wegmachen, weil sonst geht da gar nichts. So. Gardevoir. Attackierst du auch, oder? Nicht so der Ding. Oh, doch, klar. Hey, ich auf jetzt. Stop it. Alter! Ja, Junge, bleibst du jetzt da? Oh. Mann. Komm schon. Ach komm.
Letzter Kreis jetzt, komm. Mach mal. Digga, sehr langsam wäre jetzt wirklich nervig. So. Jetzt machen wir Platz hier. Wir müssen hoch, verdammte Scheiße. Das zirkt sie. Haben wir noch nicht gehabt. Immerhin das. Ich glaube, wir haben einen neuen Helden. Die Ranger. Irgendwie sind sie sogar ganz cool. Ihr seid komisch. Die Maschine wird langsam eingeschalten. Voicemail, Hastings hier. Bodo wurde vom Dach gefegt. Wir schicken Ranger los, um nach ihm zu suchen. Mario, du musst weiter nach oben gehen. Warte noch, nicht auflegen. Ich habe gute Neuigkeiten. Unser Forscherteam, Watono und Nageno, hat einen Durchbruch erzielt. Sie haben die Funcom-Software vollendet, die das Unmögliche möglich macht. Sie nennen es das unglaubliche Programm. Und das ist es wirklich. Es ist darauf ausgelegt, mit den 3 Tränen der Prinzen aus den Anhängern zu arbeiten. Diese farbigen Steine wurden in deinem Funcom eingebaut, Mare. Weißt du noch? Wir schicken dir sofort das unglaubliche Programm zum Aufwerten des Funcoms. Es wird aus deinem Präzisions-Funcom den weltweit einzigen Watonage-Funcom machen. Damit kannst du endlich sogar Pokémon unter feindlicher Kontrolle fangen. Genau das habe ich mir dabei gedacht. Wir haben jetzt kein Präzisions-Funcom mehr, sondern einen Watonage. Und damit werden wir jetzt hoffentlich Auszahling. Mare, vielleicht weißt du das ja schon. In Almir gibt es ein uraltes Wort. Es bedeutet, ein Licht neu zu entzünden, das in Finsternis versunken war und damit der Welt die Harmonie zurückbringen. Dieses Wort heißt Watonage. Selbst die alten Männer und Frauen Almirs erinnern sich kaum noch an dieses Wort. Doch nun ist das althergebrachte Wort im Namen deines Funcoms wiedergeboren. Wir schicken dir jetzt das unglaubliche Programm auf deinen Funcom, Mare. Mit ihnen kommt unser Dank an all die tapferen Ranger da draußen. So, soll das jetzt so eine Art episches Update werden? Ping! Das unglaubliche Programm wurde heruntergeladen und installiert. Dieser Präzisions-Funcom wurde zu einem Watonage-Funcom aufgewertet. Die Gelbgemme war kurz in unserem Besitz. Und mit dem Watonage-Funcom kämen wir jetzt hoffentlich Team Nachtschatten und allgemein ja eigentlich der Alzro GmbH in Form der Operation Lumino ein Ende bereiten. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Die findest ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.